Doro fliegt nach Indien runter zu die Hippie und Gundi kümmert sich ein Vierteljahr lang ums Standl, bis die Rosi einen gefunden hat, der was übernimmt. Der Rolli fliegt nach Malle, weil seine Mutter krank ist und sein Vater ist jetzt anstatt seiner in der Apotheke. Zuerst versteht er sich nicht gut mit der Tina, aber das wird schon mit der Zeit. Sarah macht an Till einen Haarschnitt, wo hübsch deppert ausschaut, aber den seiner preisischen Gspusi gefällt's. Danach möchte er an Rolli seine preisige Pflecktochter überreden, dass sie ihre Geschichtsstunden mit ihm als Netz einhängt. Aber die mag nicht so viel mit ihm zusammenkommen, weil die Liebe so weh tut. Schließlich lässt er sich aber da drauf ein und von Rolli seiner preisischen Gspusi lässt er sich trösten und verzapft ihr alles. Das Hummerl schickt seine Leute alle einen Haufen spaßige Beuteln aufs Handy. Aber der Kathi wird das zu viel. Der Michi geht saufen mit dem Gregor und als ein Psuffener kraxelt er auf den Moorbaum auf und holt das Schüttel von seiner alten Werkstatt runter. Am Tag drauf tut er stattdessen ein neues wieder auf, kurz bevor das die Rosi und der Schandi ihm anzeigen. An Hubert, seine preisige Tochter, tachet von Sascha den seine Schnupftabakdosen und lad ein Pfefferoni-Pulver rein. Und die zwei schnupfen nachher das und können sie vor lauter den rassen Brinnen bald nimmer da fangen. Sarah geht wieder zum Wahrsager und bildet sich ein, dass der mit ihrer preisischen Alten reden kann.